Wir hören heute aus Lukas, Kapitel 19, die Geschichte, wie Jesus nach Jerusalem kommt. In der Nähe der Dörfer Bethphage und Bethanien, die beide am Ölberg liegen, schickte er 2 seiner Jünger voraus mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte jemand fragen, was ihr da macht, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger fanden den Esel, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie ihn losfanden, fragten die Besitzer: Was macht ihr denn da? Sie antworteten: Der Herr braucht ihn. Dann brachten sie den Esel zu Jesus. Einige legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken, bevor sich Jesus darauf setzte. Auf dem Weg nach Jerusalem breiteten die Menschen ihre Kleider als Teppich vor Jesus aus. Als sie auf der Höhe des Ölberges angekommen waren, jubelten und sangen die Menschen. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die Jesus getan hatte. Laut sangen sie: Gelobet sei der Herr König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge: Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen nur: Glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Der Tag wird kommen, an dem deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Deine Mauern werden fallen und alle Bewohner getötet werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten